mit dem Fazit oder mein Fazit zur Hinrunde. Ich denke, erstmal habe ich ja schon gesagt, Hut ab, wenn ich einen Hut auf hätte, für Vinny, dass er diese tote Mannschaft aus den letzten 1,5 Jahren so wiederbelebt hat. Ja, auch, dass er entgegen vielen und auch meiner Meinung am Anfang der Saison an Upa und Minjay festgehalten hat. Ja, das hätten wahrscheinlich die wenigsten getan und wir haben gesehen, dass es genau das Richtige war. Hut ab, dass er dasselbe mit dem Davis durchgezogen hat, mit dem Koman durchgezogen hat. Serge hat sich ja wieder selber rausgeschossen. Dass er das immer noch mit dem Sané durchzieht, finde ich ein bisschen too much. Fand ich aber schon bei Koman too much. Ob ein Company jetzt dafür verantwortlich war, einen Leon so rauszunehmen, weiß ich nicht. I don't know. Schwer zu beurteilen. Aber ansonsten, wenn du siehst, dass diese ganzen alten, satten oder auch jungen, satten Spieler endlich wieder ihre Form gefunden haben, ja, und das Wichtigste, dass endlich wieder eine Mannschaft auf dem Feld war. Ja, das ist ja, was uns ausgezeichnet hat. So, das war die letzten 1,5 Jahre nicht. Jeder war immer nur mit sich selbst beschäftigt, jeder hat nur Einzelaktionen gemacht, man hatte immer das Gefühl, keiner gönnt dem anderen irgendwas, jeder muss irgendwie sich ins Rampenlicht stellen oder sowas. Und das alles, bis auf kleine Ausrutscher, wie eine Halbzeit Barca, eine Halbzeit Dortmund, das Spiel in Mainz vielleicht. Aber selbst in Mainz hast du ja immer noch gemerkt, dass eine Mannschaft auf dem Feld ist, nur die komplette Mannschaft war halt durch. Ne? Dass er das geschafft hat in der kurzen Zeit, Hut ab. Ja, die Art, die Fußball, den wir spielen, ich weiß, sehen viele kritisch, ich nicht. Ich finde es mega. Mir gefällt diese Art Fußball besser. Wie gesagt, ich bin Typ, ich gucke mir lieber ein 4-2, 4-3 an als ein 1-0. Das ist für mich langweilig. Ja. Weiß ich nicht. Wenn du irgendwie wie ein Tor schießt und machst da 90% Ballbesitz und in irgendwelchen toten Räumen, wo es super uninteressant ist. Aber das muss jeder für sich wissen. Ja, da hat jeder so seine Präferenzen. Es gibt viele, die das mögen, eher taktischen Fußball. Von daher passt das perfekt. Ja. Ich feiere das, dass wir auch das hohe Risiko, was wir nehmen mit dieser Spielweise in der Abwehrreihe, muss man klar sagen, das wirst du nie vermeiden, dass wir mal in irgendeinen Konter laufen oder sonst was, dass einer individuellen Fehler macht, daraus gleich eine Torchance entsteht. Das ist einfach die Spielweise. Ja. Was das anbelangt, von mir auf jeden Fall Note 2 für Vinny. Ja. Auch, dass er auf den Pressekonferenzen nie irgendwie auf einzelne Spieler eingeht, sondern immer das Team im Vordergrund stellt. Man nimmt ihm ab, was er sagt, wenn es um Arbeit geht. Das ist alles super. Ja. Dass wir da stehen, wo wir stehen, hätte ich persönlich nicht gedacht. Habe ich ja auch gesagt bei meiner Saisonvorausschau, dass es ein schwieriges Jahr wird. Es wird auch schwierig bleiben. Ich denke, 4 Punkte vor Leverkusen ist in der Rückrunde gar nichts. Ja. Die ja noch nicht mehr zu Ende ist. Fehlen ja noch 2 Spiele. Ich denke, Leverkusen wird auch so stark bleiben in der Rückrunde. Wir können uns keine Schwächen erlauben, was gut ist. Ja. Der Druck muss da bleiben. Dann sind wir auf jeden Fall stärker. Man wird sehen, es wird spannend werden, denke ich. Ich denke, es wird ein Zweikampf werden zwischen Bayern und Leverkusen. Alles andere sieht man ja jetzt schon, bricht immer mal wieder weg, hat eine schlechte Phase. Ja, darauf wird es hinauslaufen. Ob es dann am Ende reicht für die deutsche Meisterschaft? Ja, keine Ahnung, wird man sehen. Wird wahrscheinlich auch davon abhängen. Sollte sich ein Harry Kane mal längerfristig verletzen, sollte sich ein Musiala längerfristig verletzen, sollte Michael ausfallen. So, das sind die 3, die vorne aus meiner Sicht für das meiste Spektakel sorgen, wird schwer. Ja? Da hast du auch keinen Ersatz, wenn wir ehrlich sind. Du hast keinen Ersatz, der auch nur annähernd an diese Leistung kommt von diesen 3 Offensivspielern. So. Von daher schwer zu sagen, wie es in der Rückrunde weitergeht. Aber die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, das Teamgefühl und so, alles geil. Das Einzige, was man bei Vinny kritisieren kann aus meiner Sicht, dass er angetreten ist mit diesem Leistungsgedanken. Ja, dass er gesagt hat, es geht nach Leistung, bla Sülz. Wir wollen Talente integrieren und jetzt sind wir bei deinem Punkt von wegen Talente in der Hinrunde.
Das haben wir einfach gnadenlos ignoriert. Ja, nochmal. Keine Ahnung, das muss jeder für sich irgendwie entscheiden. War es gut an Coman festzuhalten, ihn 5 Spiele durchzuziehen, damit er dann endlich mal ansatzweise wieder einigermaßen Leistung bringt? Oder wäre es vielleicht sinniger gewesen zu sagen, ey, pass mal auf, ich stelle da mal 5 Spiele in Folge einen Tell hin, Ibrahimovic oder was weiß ich, einen Iran Kunde aus der zweiten Mannschaft, um mal zu sehen, geht das oder geht das nicht? Ja. So, aber das ist, glaube ich, so eine Geschmacksfrage. Für mich wäre es klar, ja. Ich hätte auf jeden Fall mal einen jungen Spieler die Chance gegeben. Und wenn wir dann in Richtung Verteidigung gucken, dann stellst du lieber einen Leimer auf, der ja vieles ist, ja, der auch wirklich eine gute Hinrunde gespielt hat in meinen Augen. Aber er ist einfach kein Außenverteidiger. Punkt. Das wird er nie sein. Ja, wenn der außen steht, jeder Flankenversuch kommt rein in den 16er. So, Conny Leimer kann das nicht verteidigen. Ja, weil er eine andere Art Spieler ist. Warum hat man da nicht dem Azenu die Chance gegeben? So, der war die ganze Vorbereitung dabei, ist immer im Kader und hockt immer 90 Minuten auf der Bank. Warum? Also ich meine, der ist Nationalspieler geworden. Also der kann ja jetzt nicht sagen, man kann jetzt nicht sagen, der hat kein Bundesliga-Niveau. Würde ich behaupten. Ja? Dass du ihn dann vielleicht nicht gegen Leipzig oder gegen Dortmund oder so von Anfang an in die Startaufstellung ballerst, alles gut. Aber man hätte den Jungen doch mal eine Chance geben können gegen den einen oder anderen Gegner. Ja? Das habe ich nicht verstanden. Oder das verstehe ich nicht. Also ja, wir wollen unsere jungen Spieler mehr integrieren, hat gar nicht stattgefunden. Null. Wirklich absolut null. Ja? Und das ist enttäuschend. Aber wenn man dann sieht, welchen Erfolg wir haben, ja, gibt das natürlich dem Vini recht irgendwo. Ne? Aber wie gesagt, ich hätte, weiß ich nicht. Also ich meine, Coman ist jetzt auch wieder verletzt. Ja? Das ist ja auch so ein Thema, das wird sich auch nicht mehr ändern. Dasselbe mit dem Serge. Man hätte da einfach die Eier haben müssen und da einfach auch mal einen Jungen reinwerfen. Um dann halt einfach auch mal zu sehen, yo, macht er den nächsten Stepper, macht er den nächsten Stepper nicht. Hat man bei Musiala auch getan. Ja? Vor ein paar Jahren. So, irgendwann musst du das halt machen. Und das hat man diese Saison verpasst, finde ich. Aber sehr wahrscheinlich hat man das verpasst, weil Vini die Teamchemie am wichtigsten ist. Ja? Der Teamgedanke. Weil ich habe es ja eingangs gesagt, stellt euch vor, du nimmst so einen Ibrahimovic oder selbst einen Iran Kunde aus der zweiten Mannschaft und stellst den jetzt auf und hast einen Serge, einen Coman und einen Sané auf der Bank. Wissen wir alle, was passiert, oder? Erstmal brennen alle Zeitungen, erstmal brennt jede Pressekonferenz, da werden immer die gleichen Fragen kommen und in der Mannschaft wird es jetzt auch brennen. So, ich glaube, das ist der Grund, warum Vini das nicht getan hat. Und da muss man halt die Verantwortung gleich mal weiterschieben an Max Eberl. Ja? Dass diese Spieler halt noch da sind. So, und die Spieler werden wahrscheinlich noch länger da sein. Ja, das ist meine Meinung zu den Jugendspielern und zu Vincent Kompany so zur Hinrunde. Also ich habe nichts zu meckern an Vini. Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich war aber auch von vornherein positiv auf ihn gestimmt. Ja, so sieht's aus.